Ja, grüß euch benannt und einen sakrisch guten. Jetzt Kasperl. Ja, ich habe es nicht angekündigt, dass diesmal keine 4 Wochen dauert. Diesmal hat es nur eine Woche gedauert. Na, vielleicht soll ich einfach die Ankündigung sein lassen. Wir sind wieder da. Ich und der liebe Bewährungsversager mit ganz wichtig. Herzlich willkommen. Hallo, ja, wie geht's dir? Ja, so fein. Ja, endlich mal frei. Ich hätte letzte Woche Samstag hätte ich wirklich einfach einen kompletten Tag zum Zocken gehabt. Und dann war es PlayStation Network Down, da war ich ja wegen Matt. Ah, kann ich verstehen, kann ich Es sind verstehen. sonst immer irgendwelche Adult Responsibilities, entweder Arbeit oder sonst irgendwas. Muss dieses, muss jenes, bla 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 bla. Da hätte ich einfach den ganzen Tag Zeit gehabt. Fick. Ja, egal. Hm, Wurscht. Wir gehen weiter bei Reinis Bumsknödel-Kommune und zwar mit dem Thema Liebe. Bist du gespannt? da habe ich ja richtig Bock drauf. Ja. Weil wir kennen Reiners Verständnis von Liebe. Ja, vor allem, ich weiß jetzt nicht, was da jetzt kommt. Wir haben es im letzten Video schon mal gesagt. Er hat ja praktisch schon über körperliche und über emotionale Liebe gesprochen. Keiner von uns weiß, warum jetzt schon wieder Liebe Thema ist. Den Ja, wir musste, haben ja auch noch über 3 Stunden vor uns. Ich bin gespannt, ob das Thema nochmal aufkommt dann. dem muss neben der Umeinander-Posterei in irgendwelchen komischen Foren, hallo Rayman, Grüße gehen raus. muss ihm noch fürchterlich langweilig gewesen sein, damit er die Chance noch zieht. Ha? Mhm. Na wurscht, du bist der Gast, dir gebührt der erste Play-Button. Ne? Ja, dann fangen wir mal an. Liebe. Zum Abschluss möchte ich noch auf Liebe zu sprechen kommen. Liebe Ich möchte kurz anmerken, zum Abschluss nach einer Stunde von über 4 Stunden Video. Mhm. Oh. ist etwas, das man, wie ich glaube, lernen kann. Liebe ist, kurz gesagt, Okay, Ah, Empathie-Lord ähm, definitiv bestätigt. ja, also ich glaube nicht, dass man das lernen kann. Nee, ich glaube auch nicht. So. Das ist, keine Ahnung. Als wäre es so ein Schulfach. Ja, Keine Ahnung. Hier, schreib Vokabeltest. Liebe, nee, Herz, ich glaube, Penis. das ist wieder sein komisches seine komische Gedankenwelt, die durch Computerspiele geprägt wurde. Wir zocken auch beide gerne, aber wir checken schon, was Realität ist und was Computerspiel. Und dass sie halt nicht in Morrowind sind, wo wir, keine Ahnung, oh, ich habe jetzt 8 Stunden Liebe gemacht, jetzt bin ich der Pro, weil ich Ja, aber Liebe XP aufgelevelt habe. Ähm, ja, das sagt er ja sehr oft, gell? Also, er sieht sein Leben oder sich selbst so als irgendwie so einen Charakter mit verschiedenen Stats, ja, und wenn, die auch irgendwie leveln können. ja, Und er meint ja sogar sowas wie, ja, wenn er mit anderen Leuten spricht, dann würde sich sein Social Skill Social Skill, genau, leveln. Leveln. Ja, am geilsten fand ich ja, in seiner Anfangszeit, als er gesagt hat, er lernt gerade Englisch. Er benutzt auch das Wort ever sehr oft gerade. Mhm. Also, das wäre halt schon geil, wenn du einfach ab und zu so ein englisches Wort einbaust irgendwo Und dann wirst du und besser dran. dann levelt sich dein Englisch-Skill. Ja, das ist keine Ahnung. Du sitzt dann da jeden Tag 5 Stunden und sagst Buongiorno, Buongiorno, Buongiorno und nach 3 Wochen kannst du fließend Italienisch. Mhm, aber schreiben kann er's bestimmt immer noch nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gut, ja, ja, so funktioniert die Welt in Reiners Ogerstübchen. Mhm. ein starkes, emotionales, meist auch körperliches Verlangen zu einem, anderen oder mehreren anderen Menschen. Es mag wenig romantisch klingen, aber wen man es mal rein realistisch betrachtet, ist Liebe nichts anderes als ein chemischer Prozess, der Abhängigkeit und/oder starkes Verlangen im Gehirn verursacht. Ja, weiß ich nicht, das kann gut sein. Die chemischen Prozesse, was Liebe verursacht, etc., da ist, glaube ich, die Wissenschaft auch noch nicht ganz durchgestiegen, aber
Mhm. Also, was ich dazu sagen kann, lernen kann man es nicht. So, entweder ist man in der Lage, Liebe für andere Menschen zu empfinden, oder man ist ein fetter, dämlicher, selbstverliebter Bastard, der nur sich selbst liebt. So, die zwei Dinge gibt's. Ne? Ja, er setzt da oben das auch mit körperlichem Verlangen gleich. Und es stimmt ja halt einfach nicht. Also, es gibt ja verschiedene Arten, von Liebe, auch unter den verschiedenen Menschen. Also, es ist was anderes, wenn man seine Eltern liebt oder seine Kinder, als wie wenn man seinen Partner liebt. Ja, oder Das seine ist ja 'ne Haustiere, and keine ja, Ahnung. Ne? genau, das ist ja was ganz anderes. Also, ich weiß nicht, ob er das wirklich nicht checkt, aber wenn man uns seine Schmuddelstories anhören, dann, ja, Nee, macht er, glaube ich, auch kein vor körperlichem Verlangen in der Familie keinen Halt. nee, da haben wir ja auch schon wieder irgendwas gehört Mhm. von seinen Stories. Ich habe jetzt im Übrigen die neuen Stories, die er da geschrieben hat auf dieser komischen Plattform, auch noch nicht durchgelesen. Ich glaube, ich tue es mir auch nicht an. Es war Ich habe es ja schon. auch noch nicht, ne. Die Geschichten nicht, aber diese Posts und die Rumschreiberei da mit irgendwelchen anderen Leuten in den Kommentaren, das habe ich mir durchgelesen, aber die Geschichten, ne. Ja. Ja, aber das halt wieder, Reini hat über Jahre hinweg behauptet, er ist nur deswegen so unbeliebt wegen die Haters und die Haters wollen ihm alles kaputt machen, bla 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 bla. Jetzt hat er sich da in einem, sagen wir mal in Anführungsstrichen, Safe Space aufgehalten, also zumindest wo keine Hater waren. Und hat genau dieselben Reaktionen auf seinen kruden, hanebüchenen Gehirnschiss gehabt, wie die ganzen Jahre mit die Haters. Absolut. Und das ist nicht das einzige Beispiel. Erinnere dich mal an, ja, diesen Vorfall mit dem kleinen Mädchen da, als die Eltern ihn da angesprochen haben. Du weißt, dieses Mhm. Video da, als er aus seinem Zimmer da rauskam und so? Ja, ja, wo er da in Das der hat Tür stand und die standen Genau, davor und das Ganze hat ja auch absolut nichts mit irgendwelchen Hatern zu tun gehabt. mhm. Also, Ja, gut, ich Rainer meine, eckt überall an, egal wo er ist. ja gut, ich meine, klar, also wenn du so einen Vorwurf, ne, wenn du dich so einem Vorwurf konfrontiert siehst, dann brauchst du keine Hater, um die Reaktion zu enden, ganz ehrlich. Also natürlich kommen, Richtig. natürlich kommen da Leute und wollen dir auf die Backen geben. Ja, Ist vollkommen, also ich sage jetzt nicht, dass es richtig ist, Selbstjustiz zu üben, aber dass, wenn solche Vorwürfe aufkommen, immer irgendjemand kommt, der dem Beschuldigten auf die Backen geben will, ist, ne, war immer so, wird immer so sein. ja, also, es kommt, ja, da bin ich nicht so ganz deiner Meinung. Es kommt bei Selbstjustiz immer halt darauf an, du weißt, wir sind hier in Deutschland und solche Leute haben halt leider Gottes keine wirklichen Strafen zu erwarten. Hm. Also, ja, das ist aber ein schwieriges Thema und, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, selbst in dem Moment, als er da darauf angesprochen wurde, hat er ja die Hater als, ja, als Ja. Begründung da irgendwie genommen, weil er wurde ja irgendwie gefragt, äh, wieso er schon woanders rausgeflogen ist oder so. Und dann hieß es immer, äh, warum wird über dich sowas behauptet? Und Rainer hat immer die Hater vorgeschoben. Nee, weil ist aber, man muss natürlich sagen, die Hater sind natürlich ein dankbarer Schutzschild für Reini, weil weiß natürlich, äh, Stichwort Base God oder sowas, es gab Leute, die über die Stränge geschlagen haben, die Dinge getan haben, die nicht cool waren und so. Und das Mhm. hat mich immer am allermeisten aufgeregt, weil jedes Mal, wenn sowas passiert, hast du praktisch damit Reini wieder irgendein Werkzeug in die Hand gegeben, um sich selber von der eigentlich durchaus berechtigten Kritik freizusprechen. Ja, was jedes Mal geheißen Mhm. hat, ist alles gar nicht so, weil hier sind sie, die Hater, und die haben das und das schon gemacht. Und ab einem gewissen Level von Scheiße, die gebaut wurde von Hater-Seite, konnte er einfach immer nur sagen, ja, schaut, die haben schon das oder das gemacht, da ist es auch nicht mehr so weit hergeholt, dass die mir vorwerfen, bla bla bla. Und mir irgendwas anhängen Mhm. wollen. Und Ja, da hat er sich ganz oft aus der Scheiße gezogen mit dem Ding. Zuletzt 2022 bei der Berufungsverhandlung. Bestes Beispiel. Das war das beste absolut. Beispiel. Wenn da nicht irgendwie, wenn er scheiß Max einfach die Sauferei auf den Abend verlegt hätte und dann wär Reini in den Knast gegangen und fertig ist. Ne? Mhm. Ja, ich glaube auch, da wäre einiges anders gelaufen.
auch wenn ich kein Fan davon bin, dass sowas ein Urteil beeinflusst, weil es ging in dem Ding einfach um Rainers Taten und dann ist es meiner Meinung nach scheißegal, wie sich der Zeuge verhält nach der Ja, Verhandlung. ja. Also, Ja, vor allem, es sollte ja, einfach vor allem, wie sich der keinen Zeuge Einfluss haben. nach der Verhandlung verhalten hat. Also klar, wie er sich vor Ort verhalten hat, ist halt leider Gottes das Problem, sein Verhalten da bei Gericht und nach seiner Aussage hat halt dann sein Verhalten vor der Schanze in ein anderes Licht geworfen. Und Ja. Aber selbst wenn der stockbesoffen zur Verhandlung gekommen wäre, es ändert nichts daran, dass Rainer den verletzt hat. ja, Also mit der Taschenlampe. Und das Schöne ist ja, Rainer, es gibt so ein Discord-Leak oder ja, von nach der Verhandlung oder ja, genau. Und da, oder war es von nach der Verhandlung oder war es von nach dem Angriff? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, auf dem Video sieht man ja, dass Rainer mit der Taschenlampe zuschlägt, in dem Discord-Leak, ich glaube mit Demon ist es, sagt er, er hätte mit der Handkante zugeschlagen. Und auf dem Video sieht man halt einfach, dass es nicht der Fall ist. So. ja, gut, Mai, Und der sagt sogar, der Junge Aussage hatte Rainer, schon, lülülü. ja, Äh, der sagt sogar, der Junge hätte schon eine Beule gehabt, als er da war. Ja, natürlich. klar. Ich breche mir einen Arm und danach sage ich, ja, das war jemand anderes. Ja, genau. Ja, ich hab mir eine Taschenlampe in die Fresse, dann gehe ich zum Drachenlord, provoziere den und wenn mir der dann mit der Handkante eine gibt, so dann sage ich, ja, das ist ein realistisches Szenario auf jeden Fall. Mhm. Warum kann man Liebe dann nicht genau so betrachten? Liebe kann man zwar lernen, aber Liebe ist mehr als nur das emotionale Band. Wie gesagt, egal, wo ich jetzt eigentlich hinaus wollte drauf, egal ob das jetzt irgendwie auf chemische Prozesse zurückzuführen ist, Liebe kann man nicht lernen. Mhm. Ne? Entweder man empfindet Liebe oder man empfindet sie nicht. Das ist genauso wie wenn du sagst, ich kann Wut lernen oder Schmerz. Ne? Das kannst du nicht lernen. Was für eine Scheiße. Mhm. Richtig. Zwischen zwei oder mehr Menschen. Genauso wenig ist Liebe nur auf das sexuelle Verlangen zwischen zwei oder mehreren Menschen zu reduzieren. Liebe nutzt Energie in uns und auch die in anderen. Gemeinsam ist man zu mehr imstande als alleine. Kann man sich in Menschen verlieben, die man noch nie real gesehen hat? Wen der Mensch mit einem viel Zeit verbringt. Das ist schwierig, weil Rainer ja sehr oft schon sich verliebt hat. Ja, Also in irgendwelche Bärchen und so weiter. ist ja Tatsache so, ist ja nicht nur sehr oft, ist ja exklusiv. Ja, richtig. Also wenn man jetzt mal, keine Ahnung, wenn du jetzt das Ding rausnimmst, wie hieß Baby Chrissy? Baby Chrissy, wenn du die mit rausnimmst, so, weil die hat er ja tatsächlich getroffen, bevor er sich angeblich in sie verliebt. Aber in die hätte er sich auch verliebt, wenn die sich nie normal getroffen hätten. Das war Mhm. immer schon in jedes Bärchen immer diese, oh, sofort irgendwie Liebe. Am Anfang heißt es immer, ich suche bloß was zum Bimsen und dann ist wieder Liebe. Ne? Mhm. Richtig. Ist halt Horse Shit. Und das ist ein weiteres Indiz dafür, dass du Liebe eben nicht lernen kannst, weil Reini hat von Liebe überhaupt keine Ahnung. Ne? Ja, und Für Reini lebt nur Reini im Reiniland und alles andere ist scheißegal. ja, und wenn man es lernen könnte, dann hätte ja Rainer eigentlich genug Zeit dafür, Mhm. Ja, gut, aber etwas Rainer hat aufzunehmen. Zeit, so viele Dinge zu lernen. Der tut es halt nicht, weil er halt einfach. Ne? Ich hab mal mich mit einem Kumpel unterhalten, da ging es um, wie sich Menschen entwickeln, von wegen, weil da gibt es ja die Streitereien, ist es genetisch, ist es die Umwelt, also die Gesellschaft praktisch, oder ist es Selbststeuerung, etc. bla bla. Und die meisten Leute meinen, ja, ist natürlich wahrscheinlich eine Kombination aus all diesen drei Dingen. Ne? Mhm. Der eigene Antrieb, die genetische Disposition und das soziale Umfeld, in dem du aufwächst. Und dann, Genau. das ist halt dann, wir haben damals gewitzelt, das ist lange her. Also sehr lange, 20 Jahre easy. Ne? Und da haben wir dann drüber geredet und dann ging es darum, so, ja, was ist jetzt, wenn eigentlich einer wirklich schon genetisch richtig dumm ist und dann in einem richtig dummen Sozialumfeld aufwächst und dann aber noch von der Selbststeuerung sich noch dümmer machen will.
Und da haben wir gesagt, das ist der ultimative Vollidiot. Der ist so dumm, dass er sich selbst noch dümmer macht. Und wir haben gelacht, weil wir gedacht haben, so einen Menschen gibt's nicht. 20 Jahre später sitze ich hier und unterhalte mich mit dir über Rainer Winkler. Mhm. Ja, da steckt schon irgendwie was Lustiges hinter, gell? Keine Ahnung, der ultimative Vollidiot, von dem wir theoretisch gesprochen haben, wo wir gedacht haben, so dumm kann kein Mensch sein, bam, da ist er. Es gab ihn die ganze Zeit, er war im Hintergrund schon existent, er ist währenddessen schon zum 3. Mal durch die Dulli-Schule geflogen, was? Mhm. Der hat da irgendwo in Mittelfranken rumgewuchert. Ja, in Bad Windsheim. Ja, genau. über Internet, Telefon oder ähnlichem. Natürlich, warum sollte das nicht gehen? Liebe hat zwar oft auch was mit den körperlichen Anziehungen der Beteiligten zu tun, ist aber nicht zwingend auf körperliche Anziehung betrachtet. Manche Menschen legen mehr Wert auf Es sei denn, wenn die Madeln dick sind, weil dicke Madeln, die mag der Rainer nämlich überhaupt nicht. Mhm, obwohl es da ja eigentlich dann mehr für ihn zum Lieben gäbe. So Ja, denkt er sich ja auch. ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, das ist aber auf der einen Seite, ich glaube, ich finde es schon schwierig genug, das Ganze organisieren zu müssen mit einem so voluminösen Menschen. Bei beiden so voluminös, weiß ich nicht, ob das möglich ist, einfach, keine Ahnung. Ne? Ich glaube nicht. Nee. Ich weiß nicht, es gibt ja wahrscheinlich so irgendwelche Hilfsmittel, so Aber das, Seile und so, aber trotzdem, aber ey. da wir jetzt auch von normaler Liebe reden, also ohne Bimsen, das Bimsen können wir eher auf die Seite tun, weil Rainer, wir wissen, hat sich impotent gefressen. Mhm, ein Glück. Dementsprechend könnte sich ja dann darauf konzentrieren, eine emotionale Liebe zu finden und dann wäre es ja auch wurscht, ob dick ist, oder? Weißt du, Mhm. einfach, dass Ja, er irgendjemanden hat, damit sie zusammen, also keine Ahnung, er erbärmlich, sie erbärmlich, zusammen nicht ganz so erbärmlich. Ne? ja, wir wissen, was Rainer noch so alles getan hat. Weißt, da Hm. gab es ja auch so ein Video mit einem Typ. Ja, Ich gut. weiß nicht, ob sich's dann bei Rainer vielleicht darauf beschränken würde. Weißt du, dass er irgendwelchen anderen Dudes den Fungus sauber lutscht oder was? Ja, irgendwie sowas, ja. Oder auch 'ner Frau, keine Ahnung. Weil mit seinem Ding, kann man ja einfach nichts anfangen. Ich finde es Ja. lustig, dass er die Ding-Fotos von seinem komischen Profil runtergenommen hat. Ne? Der hatte doch Mhm. auf diesem Rayman-Profil irgendwie die Pansy-Bilder mit drauf. Die hat er runtergenommen. Natürlich sind die schon längst gesichert. Ich habe sie mir nicht angeschaut, aber es gibt ja genügend veröffentlichte Bilder von seinem Shrimp, dass man das nebeneinander legen kann und sagen kann, ja, nee, das ist er. Es ist eigentlich schon ziemlich krank, wenn man so überlegt, gell? Ja. So, dass einfach, ja, so Hater oder wir jetzt auch so in der Lage sind, fremde Schwänze zu identifizieren. Ja, gut. Fremdenschwanz Singular. Ja, ja, okay. Und das wird Also, dann auch nicht mehr ganz so abstrakt, wenn man mitkriegt, dass der ja nicht damit gegeizt hat, Bilder davon ins Internet zu stellen. Das ist halt richtig. Aber irgendwie, ich glaube, daran merkt man auch, dass bei uns auch nicht 100% alles, ja, richtig läuft. natürlich nicht, ganz ehrlich. Ich habe nie behauptet, dass das völlig normal ist, was ich hier mache auf diesem Ja, Kanal. absolut Also, nicht. so, verdammt, Absolut da nicht. ist ein fetter 58er aus Mittelfranken, so der sich wie die hinterletzte Wildsau verhält. So lass mal da hunderte Videos drüber machen, easy. Mhm. Aber es macht halt Spaß. Ja, lustiges Show. Gut. Verstand und Verständnis. Manche bevorzugen andere Dinge an ihren Partnern. Ist Liebe ohne körperlichen Kontakt möglich? Ja, Natürlich, es gibt Menschen, die gänzlich auf Sex oder zumindest Sex mit anderen Menschen verzichten. Ja, okay. Es gibt aber auch körperlichen Kontakt, der nichts mit Sex zu tun hat. Das ist jo, auch so was, was Rainer nicht versteht. jo. Es gibt ja auch Sex, der nichts mit Liebe zu tun hat, aber Richtig. gut, das versteht Rainer, glaube ich, schon. Weil Mhm. Rainer versteht ja nicht Liebe, aber Rainer versteht Bimsen. Also er versteht, was heißt er versteht Bimsen? Er weiß, was es ist. Mhm. Ja.
Und Zumindest theoretisch. wie gesagt, Sex ohne Liebe ist der einzige Sex, den Rainer jemals haben wird, wenn überhaupt, weil erstens Rainer nicht in der Lage ist, Liebe für jemand anderes als für sich selber zu empfinden und zweitens niemals jemand irgendwie Rainer bimsen wird, ohne dafür monetär entlohnt zu werden. Ne? Absolut korrekt. ob bewusst oder aus Ekel oder ganz anderen Gründen. Es gibt auch Menschen, die keinerlei sexuelle Kontakte ertragen. Um noch etwas Romantik ins Spiel zu bringen, damit ich nicht als gefühlskalt dastehe. Ich glaube zwar, dass Liebe mit der Zeit entsteht. Ja, den ersten Satz, den hätte er halt einfach weglassen müssen, dann könnten wir das auch irgendwie ein bisschen ernster nehmen. Ja, vor allem Aber ist wenn er es, hier ist der klassische Rainer Winkler. Also, ich will ja nicht herzlos wirken. Ich will ja nicht unsympathisch wirken. Ich will ja nicht. Rainer spielt normaler Mensch. Das ist bei so Psychopathen, die absolut keine Empathie haben, ist das ganz normal. Die versuchen, normaler Mensch zu spielen, um sich der Gesellschaft anzupassen, um nicht aufzufallen, weil sie wissen, dass sie abartig sind. Ja? Und Rainer hat von Romantik überhaupt gar keine Ahnung, weil Romantik was damit zu tun hat, sich in einen anderen Menschen reinzufühlen und sich zu denken, Alter, wenn ich jetzt hier den Raum hier romantisch herrichte und dieser andere Mensch, den ich liebe, kommt hier rein, dann kriegt er ein gewisses Gefühl, eine gewisse Empfindung, eine positive und die will ich erzeugen und dadurch muss ich mich in diesen Menschen reinversetzen können. Psychopathen, die absolut nur Selbstliebe und sonst keine andere Liebe kennen, checken das nicht. Die können nicht nachvollziehen, warum das cool ist, sowas zu machen. Ne? Was ja, Selbstloses oder dergleichen. Und das ist halt bei Rainer immer so. Er spielt normaler Mensch, aber er versagt halt, weil er zu dumm dazu ist. ja, aber erinnere dich mal ans Indigo-Bärchen. Er hat ja echt versucht, eine romantische Atmosphäre zu schaffen mit Ja, diesen weil er 3 das Teelichtern. Ja, weil er das, keine Ahnung, weil er das wieder irgendwo im Fernsehen gesehen hat und dann hat er einfach auf Wish bestellt nachgebaut. Das ist genauso wie seine komischen Let's Plays, die er da bei Gronkh gesehen und auf Wish bestellt nachgebaut, ist halt auch scheiße gewesen. Ja, richtig. Wie ein Feuer wächst, es wen man es füttert. So oder, oder Wasser wächst, wenn sie Nahrung bekommt. Mhm. kann es erlöschen und sterben, Es Nahrung bekommt. wen man ihm zu wenig Beachtung schenkt. Dennoch glaube ich, dass es nicht nur um den körperlichen Prozess, ob Gehirn oder niederen Regionen geht. Ich bin durchaus schon in Situationen gewesen, wo ich mich direkt in jemanden verliebt habe, ohne was über die Person zu wissen. Ja, jedes Mal, wenn Ja, irgendeine Mulle um die Ecke gekommen ist. Jedes richtig. Mal. Bei jedem Bärchen. Ja, Rainer hat sich halt in irgendwelche Bildchen verliebt. Ja, was heißt aber verliebt? Wie gesagt, Ja, ey, und das ja, ist was das heißt verliebt, zu ja? starkes Wort irgendwie. Keine Ahnung. Rainer hatte. Ich Sich habe das. verguckt, sage ich jetzt mal. Ich hab das neulich. Ich habe da letztes Mal, glaube ich, auch schon gesagt, ich höre in letzter Zeit diesen komischen vom Hessischen Rundfunk, diesen Gerichtspodcast viel an. Und da ist bei irgendeinem so einem psychopathischen, ich glaube auch Triebtäter oder was das war oder was, auf irgendein vollkommen übler Dude, da ist der Psychologe oder Psychiater, ich weiß es nicht, keine Ahnung, der den untersuchte Gutachten gemacht hat über den, hat dem attestiert, er hat ein sogenanntes parasitäres, Mhm. ich habe mir das aufgeschrieben, ich schaue schnell nach, und zwar ein parasitäres Anspruchsdenken ist diesem Angeklagten diagnostiziert worden. Und bei parasitäres Anspruchsdenken ist mir sofort rein in den Kopf gekommen. Mhm. Also egal Äh, in welcher Situation, es ist egal, ob es um Kohle geht oder um Wurstfach oder was auch immer, es ist immer parasitäres Anspruchsdenken. Er hat das verdient. Ich habe Ne? das irgendwo habe ich das auch mal gelesen. Das hat doch auch irgendwas mit Narzissmus zu tun, Ja, gell? ja, genau. Er hat das verdient, obwohl er nie irgendwas dafür getan hat oder nie irgendjemand anderem was gegeben hat. Er hat verdient zu bekommen und er muss niemals selbst geben. Dieses, ja, Rainer ist ein Parasit, Punkt. Ne? Ja, und genau so hat er das ja auch schon oft gesagt. Ja, Äh, ja. auch in irgendwelchen Leaks, wo er sagt, er hat das verdient. Hm. Er ist der Meinung, er hat nach so viel Ablehnung und Abneigung und so weiter auch endlich mal verdient, dass sich, ja, 'ne Frau dazu, ja, niederlässt.
Äh, ja, es ist wirklich krass ekelhaft. Ja. Ich glaube, dass Menschen, die uns seelisch näher stehen als andere, auch stärkere Gefühle in uns auslösen können. No shit. Ja, Dazu werde ich aber ein anderes Mal mehr schreiben. Nein, bitte Nur nicht. so viel noch. Wen man sich seelisch und emotional ähnlicher ist Liebe zu nähren leichter. Wen man dagegen zu weit voneinander entfernt ist, kann schon die kleinste Sache unmögliche Kräfte verlangen. Dennoch ist Liebe für diese Menschen möglich, erfordert aber jeden Tag neue Anstrengung. Wenn's mal, was ist das wieder für ein Krampf, den er da verzapft? das frage ich mich auch Ja, wenn grad. Leute keinerlei Gemeinsamkeiten haben, dann ist es schwieriger, dass die sich ineinander verlieben. Ja, no shit. Wenn ich Ja, mit, also wie wenn, sähe dann die ideale Frau für Rainer aus? ja, keine Ahnung, seine Mutter. Gott. Ich glaub, Rainer hat so ein bisschen einen Ödipus-Komplex auch. Sonst wäre Mhm. dieses Vaterthema auch nicht so allgegenwärtig, auch in seinen komischen Bims-Geschichten so. Aber ich Mhm. Da glaube, kommen ja sehr oft ältere Herren vor. Das ne, ist schon. Ach, aber ich glaube, Rainer hat schon auch so ein, ne, so einen kleinen Ödipus. Deswegen mhm. war er auch so sauer, dass die Mutter gleich abgehauen ist mit irgendeinem anderen Dude, als der Vater, ne, einen Arsch hochgemacht hat. Mhm. Vielleicht hat er sich gedacht, jetzt übernimmt er die Rolle des Vaters und ist jetzt der Herr im Haus. Und auch das sagt er ja wirklich geradeaus raus. Äh, wo war das auch in diesem Leak mit Demon, Geschichte oder Geheimnisse der Familie Winkler, als er davon erzählt, ja, der neue Typ von seiner Mutter kam und er saß dann irgendwie auf dem Platz seines Vaters und der Platz, der eigentlich in der Rangordnung ihm zustehen würde. Ja, ja. So, der sagt es halt auch geradeaus raus, ja, wie er denkt. Ja, das halt einfach. Hm. Liebe verlangt Aufmerksamkeit. Seid ihr verliebt oder liebt ihr? Das ist ein drastischer Unterschied. Ich wünsche euch, dass ihr die wahre Liebe findet. Nein, ist kein drastischer Unterschied. Für mich sind Hm. es Synonyme, oder? Ja, ja, ich weiß jetzt nicht. Also, jemanden zu lieben, klar, das ist Aber wenn ich jemanden liebe, dann es bin ich auch verliebt in entwickelt die sich. Person, oder? Ja, Ich, ich ich, weiß ich, nicht, also verliebt, das hängt, finde ich, immer so ein bisschen, ja, mit der Anfangszeit eher zusammen, oder? Wenn man sich in ich, jemanden verliebt und diese Liebe ja, entwickelt sich dann mit der Zeit. ich weiß So. nicht, ich würde da eher verknallt dazu sagen. Ja, das stimmt, ja. Sich so verguckt oder verknallt, ja, Ja, das sind, glaube ich, passendere Wörter, ja. dass man so ein, keine Ahnung, ein Auge auf jemanden geworfen hat. Aber wenn man dann wirklich sagt, ich bin verliebt, Mhm. ist es dann Ja. schon, meiner Meinung nach, keine Ahnung, das mag ja auch jeder sehen, wie er will. Wer steht hier, labert wieder irgendjemand was von Dingen, von denen er nichts versteht? Reini. Wie Ja, wie immer. immer, wie immer. Ist es wahre Liebe für alle Beteiligte, dann fällt es allen leicht. Monogamie oder Polyamory? Die Polyamory. Mhm. Okay, jetzt müssen wir stark sein, glaube ich. Jetzt müssen wir wirklich stark sein. Aber er hat das am 1. August letztes Jahr geschrieben, gell? Oh ja. Es ist. Wen beides seine Vorteile hat, so hat auch beides Nachteile. Eine monogame Beziehungsform ist oft schon schwer und stressig genug. Eine polyamore Beziehung hat neben den üblichen Beziehungsproblemen noch den zusätzlichen Stressfaktor von Eifersucht. Nein, hat sie nicht. Denn wenn es wirklich eine tatsächliche polyamore Beziehung ist, dann lieben sich diese 3 Leute gleichermaßen und haben eben keine Eifersucht. Das ist ja die Grundidee von dieser Polyamor-Scheiße. Richtig. Und das zeigt ja auch, dass das absolut nichts für Rainer wäre, wenn er so denkt. Nein, natürlich nicht, weil er kerneifersüchtig ist auf alles. Reini hat
seinen Familienmitgliedern den bei Tageslicht noch Grillennachmittag nicht gegönnt, nur weil er zu dumm war und in die Dulli-Schule musste über den Mhm. Nachmittag. Ich glaube halt, Rainer, es wäre bei ihm was anderes, wenn jetzt angenommen, Rainer wäre in so einer polyamoren Beziehung. Hm. Es Mit wäre seinen für 2 ihn Mädels. genau, du sagst es, wär's mit 2 Mädels, wäre es für ihn, glaube ich, gar nicht ja, da wäre Eifersucht, glaube ich, kein Thema. Ja. Also nicht wirklich. Aber wenn das jetzt mit 'nem Mädel und 'nem Typ wäre, dann wäre Rainer auf jeden Fall extrem eifersüchtig auf den anderen. Ja, auf jeden. Auf jeden Fall. Das sieht man ja auch irgendwie, keine Ahnung, in ganzen Bärchen, ihr habt ja cooler Bärchen, hast du ja auf dem Schirm. Ja. Ne? Immer dieses, ja, du darfst schon, aber ich muss dabei sein. Ne? Mhm. Was ja auch, äh, da gezeigt hat, Rainer Rainer will dabei sein. Rainer ist aber jemand, der sein Haus nicht verlassen kann. Das heißt, die muss das Bärchen muss, andere Typen Mit mit in die zu Schanze Rainer bringen, nehmen ja. und sich dort dann, ja, Ja. begatten lassen, sage ich mal, während Rainer zuguckt, weil Rainer kann ja nicht irgendwo hingehen. Ja. Das also, der hat Vorstellungen, das ist wirklich Also, ganz unglaublich. ehrlich, aber die Situation, ich weiß, dass sie niemals passieren wird, aber ganz ehrlich, ich würde Geld dafür bezahlen, das sehen zu dürfen, was passiert, wenn Reini dann da dabei ist und der Shrimp selber nicht munter wird bei ihm und dann der Pansy Knight immer weiter steigt, während Oh der ja. andere Typ die, die Tussi verräumt, auf die er eigentlich steht. Oder da wäre, Mhm. ich glaub, wäre der 30. Geburtstag auf der Meltdown-Skala ganz, 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 ganz weit zurückgefallen. Oh Das ja, ist da dann. geht das Sitzschnaufen ja richtig los. Oh Mann. Was allerdings auf die einzelnen Personen innerhalb der Beziehung ankommt. Da ist klar, dass Beziehungen, die ohnehin schon mit üblichen Problemen kommen, oft in einer Poly im Doppelpack kommen. Immer vorausgesetzt, dass es nur 3 Personen sind, die eine Beziehung führen. Mehr Partner können es aber auch sein, da man sich bei polyamoren Beziehungen ja nicht auf eine bestimmte Zahl an Partnern festlegt. Obwohl einige auch der Meinung sind, dass ein oder mehrere Partner auch eine Beziehung festigen können. Wo es in einer monogamen Beziehung zu Problemen zwischen 2 Partnern kommt, kann in einer polyamoren Beziehung eine weitere Person vielleicht vermitteln und so schlichten. Das stelle ich mir ja richtig geil vor. Rainer in so 'ner polyamoren Beziehung, hat Streit mit dem anderen Typ und die Frau soll dann versuchen zu schlichten. Junge, dafür würde ich auch Geld zahlen. Mhm. Ja, nee, nee, nee. Mhm, und wir wissen ja, wie gut Rainer mit anderen Leuten diskutieren und Streits schlichten kann. Reiners Auf jeden Fall. Konfliktlösungspotenzial ist Mhm. legendär. Ne? Ja. Natürlich kann auch das Gegenteil passieren und plötzlich stellen sich 2 gegen einen. Ja, bei ihm zum Beispiel. Jetzt richtig. Genau. Ich glaube, So wird ich, es laufen. ich, ich glaub, Leute, die mit ihm eine polyamore Beziehung eingehen würden, die würden das nur machen, um sich gegen ihn zu stellen. Einfach nur aus Demütigungsgründen. Weißt, dass sie sagen, okay, ja, wir sind jetzt eine polyamore Beziehung, du bist Teil davon. Ah, super, toll, freue ich mich. Okay, jetzt verpiss dich, du bist raus. Einfach nur, um Tschüss. ihn nochmal zu demütigen. Beziehungen. Ja, die Probleme zwischen Menschen dürften so alt sein wie die Menschheit selbst. Ja, ist richtig. Unabhängig von den üblichen Beziehungsproblemen ist in Polyamoren Das ist halt einfach, keine Ahnung, die Probleme zwischen Menschen sind so alt wie die Menschheit selbst. Ja, no shit. Mhm. Das ist halt so eine Null-Aussage, das ist so, keine Ahnung. So, als Wasser gibt, ist es nass. Jo. Ja, das ist so, um den Text künstlich in die Länge zu ziehen. Nee, ich glaube, Reiners Ogerstübchen würfelt sich das dann irgendwie so zusammen und dann hält er das tatsächlich für Gold, den Gedanken. Der muss raus, das ist wichtig, das hört sich super schlau an. Let's go. Mhm. Beziehungen natürlich auch Eifersucht ein großes Thema. Da jeder Mensch anders ist, geht auch jeder anders mit Situationen um. Es gibt Menschen, die verspüren keinerlei Eifersucht.
Das kann verschiedene Gründe haben, ist meistens aber auf ein starkes Selbstbewusstsein zurückzuführen. Genauso ist es bei einem fehlenden oder schlechten Selbstbewusstsein. Ein befreundetes Paar hat vor einigen Jahren eine weitere Frau und später sogar einen weiteren Mann in die Beziehung aufgenommen. Die Er, der nehmen immer ein andere Leute auf wie irgendwelche Haustiere. Ja, natürlich. Ach Gott. Hörst du schon pfeifen? Da kommt der Lüle-Train nach Bullshit Town wieder an, Alter, was soll die Scheiße? Warum zieht er sich da wieder irgendwelche befreundeten Paare aus dem Arsch? Oh ja. Wer soll denn das sein? Wer soll denn das sein? Keine Ahnung. Ich weiß. Uwe und seine imaginäre Mulle. Und die haben doch ihn mit dazugenommen. Und seitdem bimsen Uwe und er in der Gegend umeinander und sie behaupten einfach, es ist eine polyamore Beziehung mit einer imaginären dritten weiblichen Person, um nicht gay rüberzukommen. Oder was ist da los? Nein, nein, wir sind nicht schwul. Die ist einkaufen gerade. Ja, Oder arbeiten. die ist im Aldi in Denken einkaufen gefahren. Ja. Richtig. ein schlechtes Selbstbewusstsein hatte, verfiel anfangs in eine leichte Depression. Nach einer Weile haben das die anderen bemerkt. Anders als man es vielleicht erwartet, haben sie ihn aber da herausgeholfen. Sein Selbstbewusstsein wurde dadurch sehr gesteigert und heute leben sie wieder zu dritt und glücklich. Eifersucht war für ihn ein großes Problem. Als er aber gemerkt hat, dass es keinen Grund gab, da alle Beteiligten ihn genauso liebten wie einander, hat ihn das verändert. Also das hört sich an wie damals im Religionsunterricht, wenn man irgendwelchen Mist aus der Bibel vorgelesen hat, oder? Mhm. Das ist genauso geschrieben. Das Gleichnis vom verlorenen Swingerpartner oder so, statt einen verlorenen Sohn, ich weiß es nicht. Da ist er gegangen, weil er zu eifersüchtig war und er wollte sein Erbe schon haben und dann kommt er zurück. Und dann ist er toll. Einfach gut. Äh, Kannst du dir Rainer im Religionsunterricht vorstellen? Nein. Ich auch nicht. Also ich fand den Religionsunterricht damals bei uns in der Realschule eigentlich immer ganz cool, weil das war so ein leicht verdienter Einser. Hm. Äh, ja, du hast einfach in der Klassenarbeit, du hast Punkte dafür bekommen, wenn du die Bildchen ausgemalt hast. Ja, keine Ahnung, ich halte Religionsunterricht generell für komplett bescheuert. Ja, Ich bin, natürlich, ich natürlich. bin der Meinung, Religion ist Privatsache und die hat weder in der Schule noch in der Regierung oder in der Politik oder sonst irgendwie was zu tun. Das könnt ihr zu Hause machen. Einfach Religionsunterricht durch Ethikunterricht ersetzen, indem du praktisch den Leuten mal zeigst, so, keine Ahnung, die vielleicht von zu Hause, weil sie im Altschauerberg 8 aufgewachsen sind mit vollkommen inkompetenten Eltern, mal so einen gewissen moralischen Kompass eingenordet kriegen, dass man ihnen sagen kann, hier so und so ist cool und so ist halt nett. Mhm. Das wär eine Sache und euren Religionsscheiß könnt ihr da halt machen. Ja, also bei uns im Rallyeunterricht war es eigentlich so, wir haben da unter anderem auch, also ich bin katholisch, und ja, wir haben da auch über andere Glaubensrichtungen gesprochen, so. Also was da so die Bräuche sind, sei es jetzt Buddhismus, im Islam und sowas. Alles Mögliche haben wir da besprochen. Äh, und das meiste war dann einfach irgendwas auswendig lernen. Ja, So. ich bin auch katholisch getauft worden, bin inzwischen ausgetreten, schon lange aus der Ja, Kirche. ich auch. Ja. Aber ja, ich hab's ja das auch irgendwie dann, klar, schneidet man das mal an, ja, andere Glaubensrichtungen, bla bla bla, aber das ist natürlich da im Religionsunterricht immer so ein bisschen mit dem Unterton, mal schaut es euch an was die für einen Schmarrn glauben. Wir glauben wenigstens an den einen Dude, der gleichzeitig 3 Dudes ist und von den Toten wiedergekommen ist. Aber Mhm. die sind so dumm. Und dann ich dachte so, Also Alter, wir haben jetzt nicht gebetet oder sowas. Äh, ne, ich weiß gar nicht mehr. Es war auf jeden Fall chilliger Unterricht, ja, sag mal so. Eine monogame Beziehung ist die Norm und wird anders als Polyamor als normal betrachtet. Vorzugsweise eine monogame Beziehung. da hat man das Thema schon wieder von wegen normal oder Ding. Aber er hat da jetzt gerade was gemacht, was gar nicht so dumm ist, hat es aber dann mit dem Arsch wieder eingerissen. Und zwar
eine monogame Beziehung ist die Norm. Vielleicht kann man das als Unterschiedsmerkmal sagen zwischen Norm und Normal. Das Normal ist eher was Subjektives. Was du sagst, für mich ist das und das normal, was für andere Leute vielleicht nicht normal ist. Keine Ahnung. Wenn ein Alkoholiker in einer Plattenbausiedlung, für den ist es normal, in der Früh 10 Bier zu trinken, bevor es Mittag ist. Und das ist aber nicht die Norm. Ne? Richtig. Und vielleicht ist das was, wo man dann ansetzen kann. Dass man sagt, hier, klar, monogam ist Norm, aber für die Leute, für die halt nicht in einer monogamen Beziehung, ist das immer noch normal, obwohl es nicht die Norm ist. Ja, die Norm ist einfach das, was der Großteil macht. Ja. So. Und es ist halt einfach auch Heterosexualität. Das ist die Norm. Das heißt nicht, dass was anderes dann direkt abnormal ist oder sowas. Ja. Ich weiß nicht, da steckt auch keine, sorry, Wertigkeit irgendwie dahinter. Ja. Aber ja, genau, was ist eine normale Familie? Eine normale Familie, wenn man mich das fragt, ist Vater, Mutter, Kind. Fertig. Mhm. Ist normal. So, Ja, ist die Norm für mich. Ja, Ja. für mich, also keine Ahnung, aus meiner Lebensrealität heraus, ne, ich und meine Mulle wollen keine Kinder. Für uns ist, unsere Familie ist Vater, Mutter, Katz, ne? Ja, Aber, und das ist auch völlig in Ordnung. Das wer soll denn da was dagegen sagen? So. Es, aber ich check jetzt auch nicht, wo er dann wieder dahin schweift, aber schauen wir mal. Aber ganz ehrlich, einen Unterschied machen zwischen Norm und Normal, den Punkt kriegt er einen halben Punkt, ein halbes, ne, ein halbes Käferchen kriegt er auf seine Grundschulmappe. eine halbe Haterfliege. Eine halbe Haterfliege. Ja. Beziehung zweierlei Geschlechtern, also einem Mann und einer Frau. Monogame Beziehungen gibt es aber nicht nur zwischen zwei, sondern auch eingeschlechtlichen Partnerschaften, No shit. egal ob schwul oder lesbisch. Ja. Ja, das heißt dann aber gleichgeschlechtlich und nicht eingeschlechtlich. Das ist immer so schön, wenn er versucht, klug zu klingen. Ja, gerne ein F for Effort. Der Hauptgrund, warum monogame Beziehungen als normal gesehen werden, hat etwas mit dem Fortpflanzungsinstinkt zu tun. Nein. Mhm. Der Hauptgrund, warum monogame Beziehungen als normal gesehen werden, ist, dass sie die Norm in unserer Gesellschaft sind. Rainer, du warst mit einem halben Elefantenstampfer schon auf dem richtigen Dampfer und bist dann doch wieder den Holzweg runtergegangen. Richtig. Das Weibchen wird als Eigentum des Männchens betrachtet. Bullshit. Naja, oder so ähnlich. Das ist in Reiners Kopf, glaube ich, Realität, und das ist, glaube ich, auch immer noch dieses Denken von diesen, ich möchte sie nicht Linke nennen, weil ich mich sonst schämen muss, selber einer zu sein, diese komplett verwirrten Leute, die der Meinung sind, dass das größte Problem in unserem Land, in Deutschland, einem der fortschrittlichsten, westlichsten Länder der Welt, das größte Problem das Patriarchat ist. So hört sich's ein bisschen an. Ne? Männer sehen Frauen als ihr Eigentum. So, das ist ja, klar gibt es immer noch irgendwelche schwindeligen Spackos bei uns im Land, die das so sehen, aber das ist ja bei uns nicht mehr die Norm. Ne? Natürlich nicht. Und Schon lange nicht mehr. dass Rainer Menschen, insbesondere Frauen, als Gegenstände sieht, das hat er mir auch wieder vor ein paar Tagen bewiesen. Ich habe mir irgendein Video vom Einzigen angeschaut. Da sagt er auch, ja, es gibt auf der Welt schon tolle Dinge. Und dann sagt er Musik, Frauen. Also, es ist ganz schwierig. Also, oder was heißt schwierig? Ist eigentlich relativ einfach zu merken, was Rainer für ein Denken hat. Ja. Also, wenn wir darüber reden, so dieses vorgestrige Menschenbild von wegen, ne, der Mann steht über allem und Frauen sind Menschen zweiter Klasse. Ich glaube, das ist bei Rainer schon ein bisschen im Kopf noch so verankert. Ne? Auf jeden Fall. Auch in seinem, du kennst dieses Video mit der harten Arbeit, wie er sagt, ja, dein Tal, Ja, damit dein den Stunden Frauchen kannst du oder die Tonne. dann. Genau. Ja. Ja, ich muss alleine kochen, weil ich habe kein Frauchen und kein Mamichen. Ja. Ja, Ganz da ehrlich, sieht man auch wieder, wo Rainer die Rolle der Frau sieht. wenn ich von einer Maluchen heimkomme und meine bessere Hälfte hatte vorher irgendwie
Feierabend und ist schon seit ein paar Stunden zu Hause, dann macht die was zum Essen. Oder wir warten, weil wir gerne zusammen miteinander irgendwie was machen oder zusammen kochen oder so. Und andersrum mache halt ich was zu essen, damit halt dann was zu essen da ist, wenn der jeweils andere heimkommt. Das ist vollkommen wurscht, welches Geschlecht wer hat. So, keine Ahnung, wir gehen beide arbeiten. Und wer gerade frei hat, während der andere noch am Arbeiten ist, richtet was zum Fressen her, damit man danach mehr Zeit miteinander hat. Fertig aus. Ja? Genau. Spaß beiseite. Als normal wird es betrachtet, weil Kinder, also Nachwuchs, nur zwischen zwei verschiedenen Geschlechtern gezeugt werden kann. Zumindest aktuell. Eifersucht hat etwas mit Überlebensinstinkten und Fortpflanzungsinstinkten zu tun. Ich weiß nicht, ich glaube, Eifersucht hat eher was ein bisschen ist schwierig. Schwierig. Mhm. Ich glaube, Eifersucht hat so Überlebensinstinkt. eher was mit Konkurrenzdenken zu tun und Ja, richtig. ja, Überlebensinstinkt kann man ihm geben, wenn man sagt, keine Ahnung, man braucht so dieses soziale Gefüge, in dem man lebt, um zu überleben. Ne? Und ja, Ja, Rainer nicht. nee, Rainer braucht das nicht. Rainer hat Gott sei Dank den Sozialstaat, der ihn aufgefangen hat. Obwohl er da anscheinend immer noch nicht ganz klar ist, ob er jetzt da Geld bekommt oder nicht. Das Naja, heißt ja, er würde keins bekommen. ja, Ich kann irgendwas, es mir aber nicht wir vorstellen. haben Bürgergeld. Irgendwas kriegt er. Ja, weil ich kann es mir nicht vorstellen, dass der gar nichts bekommt. Ja, Wenn von du. mir aus. Essen, lass Uwe ihn durchfüttern Hm, mit Essen. Völlig okay, von mir aus. Aber wir wissen, wie Rainer ist, also was materielle Sachen angeht. Der braucht es. hm. Rainer kommt doch nicht ohne Geld aus. Und selbst wenn es für irgendwelche Videospiele oder sein Handyvertrag oder sonst irgendwas. Also Rainer komplett ohne Geld. Ich weiß nicht, wie hoch da sein Met-Level sein muss. Ja, nee, vor allem, also ich mein, klar, vom Bürgergeld, da machst du jetzt keine großen Sprünge, aber das muss er ja kriegen. Deswegen heißt es ja Bürgergeld. Bürgergeld ist praktisch das, was die Grundsicherung ist für die Leute, die nicht mehr erwerbspflichtig sind. So. Also, also wenn du in Rente bist, dann heißt es Grundsicherung, wenn die Rente nicht mehr reicht und du aufstocken musst, aber und ansonsten heißt es halt Bürgergeld. Aber es ist im Mhm. Endeffekt, es ist ein finanzielles Minimum, was dir praktisch zum Überleben zur Verfügung gestellt wird von unserem Sozialstaat. Und das ist nicht viel, aber das kriegt er hundertprozentig, weil er dann Anrecht drauf hat. Und jeder Mensch hat dann Anrecht drauf. Ja? Ja, aber das hängt ja dann auch wieder damit zusammen, ob Rainer in der Lage war. Das muss ja beantragen. Das ist ja mit ein paar Sachen verbunden. Das ist ja noch das Geile dran, wenn du nämlich ein wenig dumm bist und als Kind zu nah an der Wand geschaukelt hast, dann stellen die dir noch jemanden hin, der das für dich ausfüllt, mehr oder weniger, oder mit dir ausfüllt. Und schaut, dass du Ja. dann auch wirklich das Maximum rauskriegst. Wenn du einfach sagst, ich bin ein wenig dumm, jeder normale Mensch muss sich da selber damit rumärgern. Reini kriegt sogar noch jemanden gestellt, der ihm sagt, da wissen wir ja, da hat er auch schon drüber gesprochen in gewissen Leaks und wir wissen ja, dass er einen Betreuer hat. Da ging es, glaube ich, bei den Inigo-Bärchen-Leaks, der ihm hilft beim Ausfüllen von Antragsfragen und so ein Gelumpe, weil er zu dumm Mhm. dazu ist. Ja. Stimmt auch wieder, ne? Aber auch da hat er ja so was wie so 'ne Mitwirkungspflicht, oder? Ja, Also, klar, er aber muss sich selber auch um bestimmte Sachen kümmern. im Endeffekt muss er dann nur sein Servus drunter setzen. Das ist halt Rainer, ist halt wieder in dieser komischen, surrealen Blase von zu dumm, um verantwortlich gemacht zu werden für irgendwas, aber nicht dumm genug, um ihm die Mündigkeit zu entziehen. Und Richtig. Also, die, wer die, den die, dass der noch Verträge unterschreiben darf, das ist ich halt weiß nicht, ich finde, das ist ein rechtliches Niemandsland, das absolut abgeschafft gehört. Wir müssen da klare Grenzen setzen. Also entweder bist du so dumm, dass du nimmer verantwortlich gemacht werden kannst für das, was du tust, und dann brauchst du einen gesetzlichen Vormund und dann ist vorbei mit der Selbstständigkeit und mit der Geschäftsfähigkeit und mit allem Möglichen. Oder du bist weiter geschäftsfähig und du kannst alles machen und bist selber für dich verantwortlich, aber dann musst du um die ganze Scheiße selber kümmern. Wenn es dann auf der Straße landest, weil du keinen Bock drauf hast, dann bist du halt selber schuld. mhm, ja. Aber beides geht meiner Meinung nach nicht. Du kannst nicht auf der einen Seite den Typen zum 5. Mal Bewährung geben wegen gefährlicher Körperverletzung, weil er wegen dumm ist. Ähm, und ihn danach aber nicht in irgendeine Lalaburg stecken, weil er zu dumm ist, zu checken, dass er eine gefährliche Körperverletzung begehen darf. Es ist halt, weiß ich nicht. Ne? Mhm.
Aber ich glaube, es wird hier noch interessanter. Ich habe das mal so überflogen. Lass uns das mal anhören. Ja. Da bin ich echt Genetisch gespannt. sind wir Menschen, genau wie Tiere, darauf programmiert, möglichst viel Nachwuchs zur Zeugung, die Erhaltung der Art und so. Weibchen wie Männchen haben dabei verschiedene Strategien entwickelt. Männchen sind so programmiert, Hat er alleine in den 2 Sätzen. Hm. Hast du auch schon strategischen entwickelt? Verschiedene strategischen entwickelt, Alter. Ne? Viel Nachwuchs zur Zeugung, oder? Ich glaube, da war wieder eine Hand in der Hose, Ja, als er das geschrieben hat. glaube Da bin ich auch. mir ziemlich sicher. dass sie möglichst viele Nachkommen zeugen. Im Klartext, so viele Weibchen der eigenen Art zu besteigen. Weibchen, sodass sie das stärkste Männchen auswählen, das ihnen den stärksten Nachwuchs verspricht. Im Klartext deswegen fällt es vielen Männern so schwer, sich auf eine Partnerin dauerhaft festzulegen. Das ist so ein kompletter Bullshit. Also wirklich, was hat er da wieder für Tierdokumentation angeguckt? Es ist. Ja, vor allem das eigentlich auch wieder so dieses, dieses Patriarchatsnarrativ, so, ja, Männer haben sie nicht unter Kontrolle. Die, Ist damit gerechtfertigt einfach. ja. Ja. Ich finde Nee, es aber aber ganz Männer gut. sind einfach alles Wichser, weil denen geht's nur ums Bimsen und fertig. Ja. Ich finde es aber sehr gut, dass er hier extra gesagt hat, der eigenen Art. Also Dass das hier nicht speziesübergreifend wird. keine Ja. großen Wassertiere, oder? Das, Gott sei Dank, ist ganz wichtig zu erwähnen. Und deswegen suchen sich Frauen meist die größten Arschlöcher aus. Soweit die Natur. Das ist natürlich jetzt alles sehr nüchtern betrachtet. Ja, wo ist Kurz das? zusammengefasst heißt das aber, Rainer hat noch nie etwas nüchtern betrachtet, weil er immer schon gegessen hat. Eifersucht ist ein natürlicher Instinkt und kommt, wen auch am häufigsten, nicht nur im Liebes-Sexualleben vor. Es ist ein genereller Überlebensinstinkt. Ihr habt sicher schon von Futter- oder Fressneid gehört. Nein, Ja, Reini, ich weiß, warum ihm Futter und Fressneid jetzt da als erstes einfallen. Ne? Mhm. Oh Gott. Neid, was ja nur ein anderes Wort für Eifersucht ist, bezeichnet hier, dass jemand eifersüchtig darauf wird, wen oder was ein anderer ist. Daher Fressneid. Bei uns Menschen ist dieser aber nicht mehr so weit ausgeprägt, wie vor vielleicht noch 10.000 oder 20.000 Jahren wohl noch war. Dazu gibt es auch kaum noch Grund. Wenngleich Ich komme über, dass jemand eifersüchtig darauf ist, wen ein anderer ist. Ist einfach so, du hast den Hirsch gegessen. Den wollte ich essen, du Arschloch. Und? das auch nicht jeder kann, so kann man oft, wenn man Hunger hat, auch einfach nur irgendwo essen gehen. Der Fressneid ist übrigens auch dafür verantwortlich, wen man jemanden beim Essen sieht und dann Lust auf das Gleiche bekommt. Beim polyamoren Beziehungen ist Eifersucht natürlich auch oft ein Thema. Bei vielen scheitern gerade an Eifersuchten die Beziehungen. Entweder, weil ein Partner die Beziehung verlässt und sich anderen zuwendet, oder die Eifersucht unter den Partnern aufeinander zum Problem wird. Wenn Eifersucht ein natürlicher Prozess ist, kann man dagegen überhaupt angehen? Wir Menschen, und da muss ich immer lachen, sind intelligenter und höher entwickelt als Tiere. Wirklich? Ja. Ja, Tatsache ist so. Weil, ist einfach so. weil wir ein Bewusstsein haben, mit dem wir eben, ich wollte es gerade sagen, was er da oben angesprochen hat. Ja, kann man das überwinden, bla bla bla. Kann man dagegen was machen? Ja, kann man. Mit einem Bewusstsein. Man kann sich der Irrationalität der eigenen Gefühle tatsächlich bewusst werden, weil man ein Mensch ist, der ein Bewusstsein und einen gewissen Grad an Intelligenz hat. Richtig. Dass man sagt, ich handle jetzt, ich zum Beispiel, ich spreche jetzt mal von mir. Ich bin jemand, ich werde fürchterlich schnell hangry. Heißt, Also- du wirst grantig, wenn du Hunger hast. Ich werde ich bin ein anderer Mensch. Wenn ich richtig Hunger habe und ich krieg nicht mein Futter und irgendwas verzögert unnötig, dass ich da hinkomme, mein Futter zu kriegen, ich werde richtig grumpy.
können wir das mal so machen, dass wir, bevor wir ein Video aufnehmen, du mal 2 Tage nichts isch? Nee, da wird der Kanal gesperrt, das sag ich dir. Das Aber ich würde mich kann, schon irgendwie interessieren. aber ich kann mir, das passiert am meisten, dass ich fürchterlich Speed bin und dann schimpfe ich über irgendwas anderes. Und ich kann mir aber dessen bewusst werden, scheiße, ich bin jetzt nur deswegen so zuwider, weil ich gerade Hunger habe. Und ich Mhm. kann das unterdrücken, das an anderen Leuten rauszulassen, weil ich mir bewusst werde, das ist ein irrationales Gefühl, das mein Problem ist und niemand anderes sein Problem. Und ich werde schon noch meinen Fressi kriegen und ich werde hier nicht verhungern und ich kann jetzt calm my tits. Ne? Mhm. Und das ist durchaus das bei Eifersucht genauso möglich und bei diesen ganzen Empfindungen, um die es hier gerade geht. Und das kann Mhm. man schon machen. Wenn man halt Ja. nicht hageldumm ist. Natürlich ist Rainer ein rein instinktgesteuerter Mensch und wenn der einmal den Eifersuchtsstrain bestiegen hat, dann gibt es ja auch keinen Halt mehr bis zu Disaster Town. Ne? Trotzdem stelle ich mir das ganz lustig vor, wenn wir das mal machen würden. Ich schreibe dir dann so: „Ja, ich bin jetzt da“, und du direkt: „Ja, halt die Fresse.“ Ein Maul, lass mal machen hier die Scheiße. Ja. Ich sehe das so. Wir Menschen haben Waffen genau wie Tiere. Ein Löwe hat Zähne und Krallen, eine Schlange ihre Körperkraft oder Gift, je nach Schlange. Wir Menschen haben unseren Verstand. Es ist nicht anders als das Gift einer Kobra oder die Zähne eines Tigers, nur anders. Jedes Tier hat Waffen. Ja, es ist nicht anders als das, nur anders. Es Weißt du, ich will gar nicht sagen, dass Tiere nicht intelligent sind. Man muss halt auch immer gucken, ja, was versteht man denn unter Intelligenz? Dass Tiere, zum Beispiel Krähen und so, Lösungsstrategien für irgendwelche Probleme finden. Natürlich, das ist cool und so, aber trotzdem Dass sie sind irgendwelche Nüsse Tiere, sammeln und dann ja, schmeißen sie genau. die an der Kreuzung irgendwie auf die Straße, lassen die Autos drüber fahren, warten bis es rot wird und holen sie sich dann. Ja. Ja, genau. Oder dass, was weiß ich, Kraken, Oktopusse und sowas irgendwelche Sachen aufschrauben können. Und Hm. natürlich, das ist krass, aber trotzdem sind Tiere einfach dem Mensch unterlegen. Natürlich nicht körperlich, also viele nicht, aber Ja klar, ein dann schaust du so Mensch einen Gorilla gibt, an, der schraubt dir den Kopf ab, wenn es brennt, ha? genau, aber als Mensch, wenn du eine Waffe hast, ja, dann bist du trotzdem dem Tier überlegen. Ja, klar. Natürlich kommt es auf die Waffe und so weiter an. Aber trotzdem, ich weiß nicht. Rainer erklärt es immer so richtig dämlich. Ja, vor allem, wenn die Waffen der Tiere sind Körperkraft, Gift etc. und die Waffen der Menschen sind unser Gehirn, dann ist er Rainer vollkommen unbewaffnet ins Leben gestartet, oder? Ja, richtig. Es Lass den kämpfen gegen, was weiß ich, so 3 Papageien oder sowas. Die fliegen irgendwo hoch und beleidigen ihn dann. Und er kommt nicht dran und dann irgendwann, wie bei Pokémon, es hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Oh Mann. Wir Menschen bilden da keine Ausnahmen. Wir haben eine mit, der wir so viel Besseres erreichen könnten. Aber wir sind immer noch mehr Tier als Mensch. Wir sind genau wie alle Tiere instinktgesteuert. Mhm. Oder was ist so die dümmste Aussage? Ich denke mir die ganze Zeit, noch eine dümmere Aussage kann nicht kommen. Wir Menschen sind mehr Tier als Mensch. Willst du mich komplett verarschen? Den Satz, wenn ich geschrieben habe. Ich muss doch nicht mal nochmal lesen, um zu merken, dass der komplett kernbehindert ist. Richtig, weil der Satz würde vielleicht Sinn machen, wenn du das zu einem bestimmten Tier sagen würdest. Zum Beispiel zu einem Gorilla oder sowas. Natürlich, die haben, oder Affen allgemein, haben teilweise menschliches Verhalten. Die sind aber trotzdem mehr Tier als Mensch. Ja. Aber ein Mensch ist doch nicht mehr Tier als Mensch. Nein, Wie soll denn das funktionieren? ich Dann müsste ja weiß, irgendwie was, X-Men. ja, dann müsste es ja irgendeinen Menschen geben, der einfach noch mehr Mensch ist. So. So. Ja, ich weiß Da nicht, kommen wie wir, man da den kommen wir, da kommen definieren wir in ganz müsste. schwieriges Fahrwasser, weil die Ideologie, die gab es in Deutschland vor 80 Jahren schon, dass es Menschen gibt und Menschen, die mehr Menschen sind als andere Menschen, und das hat zu keinem guten Ergebnis geführt. So. Mhm. Aber vielleicht ist das was, das Gedankengut, das er jetzt von Uwe schön eingetrichtert kriegt. Das kann ja gut sein. Ne? Mhm. Jedenfalls die meisten von uns. Ob Sexualtrieb oder unsere Neugier. Selbst Mobbing ist nur aufgrund von Instinkten das, was es ist. Manche Instinkte sind bedauerlich schlecht entwickelt. Zum Beispiel unser Geruchssinn.
Manche Menschen trainieren ihre Alter, der Geruchssinn ist kein Instinkt, du Brunstdeppert da voll. Ey, Rainer Nee, das erzählt ist ein über. Sinn. Er Ja. weiß nicht mal, was den Unterschied zwischen einem Sinn und einem Instinkt. Mhm. 4 Stunden schwadroniert er über die Scheiße. Na komm, lass. Sinne. Aber wir sind halt dennoch nur Menschen. Viele Instinkte haben wir verloren, weil wir sie zum Überleben nicht mehr brauchten. Dafür haben wir neue Instinkte entwickelt. Ne? Mhm. Zum Richtig. Beispiel, wenn, keine Ahnung, dass ich den Instinkt habe, dass ich während der Wiesenzeit in München nicht die U5 benutze, weil ich weiß, da ist reingepisst und reingekübelt worden. Ne? Richtig. Andere Instinkte sind überraschend stark entwickelt. Die Natur ist großartig. Braucht ein Lebewesen eine bestimmte Funktion nicht mehr, wird sie über kurz oder lang verändert. Wale waren ursprünglich Landtiere. Der Vorfahre des Wals ging ins Meer und kehrte nicht an Land zurück. Daraufhin haben sich die Beine in Flossen gewandelt. Was? Also ich weiß jetzt nicht, ob er da irgendeine Doku gesehen hat, aber war das nicht eigentlich umgekehrt, dass die ersten Tiere an Land waren und dann im Meer waren und dann an Land gekommen Ja, sind, ja, gut, weil aber sich das die sind ja Flossen ich glaube, Beinen. da hat er schon recht, weil Wale sind ja Säugetiere und Ja, ja, klar. Säugetiere haben sich an Land entwickelt. Das heißt also, dass die Vorfahren der Wale und auch von Seerobben oder so ein Shit natürlich grundlegend Landtiere waren, die sich halt aber am Leben im Wasser wieder angepasst haben. Also das ist praktisch so ein Hin und Her so. Ne? Mhm. Da hat er schon, also die, die Vorfahren der Wale waren höchstwahrscheinlich Landsäugetiere. Ja, okay, ja, stimmt. Okay, ich habe kurz gegoogelt. Ja, okay, ja, gebe ich ihm. Ja, hat er recht. Hat Das ist mal keinen natürlich Scheiß immer erzählt. leicht gesagt. In Wirklichkeit war das ein Prozess, der viele Tausende von Jahren gedauert hat. Wir Menschen haben als Beispiel den Blinddarm. Irgendwann waren Menschen reine Pflanzenfresser. Dafür war der Blinddarm da. Ich will aber nicht zu weit abschweifen. Als wir von Herbivor zu Omnivor wurden, Pflanzenfresser zu Allesfresser, war der Blinddarm irgendwann nicht mehr nötig. Eifersucht selbst ist kein Instinkt, wird aber durch einen Instinkt verursacht. Ich weiß nicht, das mit dem Blinddarm, da habe ich keinen IQ drin. Ich habe keinen mehr und die kommen trotzdem gut klar, sagen wir es mal so. Mhm. Der Blinddarm hat aber trotzdem immer noch eine Funktion. Der ist nicht komplett nutzlos. Ja, ne, natürlich ist er Also, nicht komplett weil nuss. das, Also. das ist so der allgemeine. Der ist, ja, was viele denken, dass der früher eine Funktion hatte und heute nicht mehr. Der hat trotzdem immer noch eine Funktion. Auch wenn man Polyamor ist oder sich dafür entscheidet, ist man ja nicht automatisch frei von Eifersucht. Allerdings versucht man trotz allem eine Beziehung mit mehreren aufzubauen. Und Beziehungen aufzubauen kostet Kraft, Zeit und vor allem Hingabe. Es gibt ein paar Tricks, wie man Eifersucht entgegenwirken kann. Ja, vor allem, Da bin wir haben das letzte Mal schon gesagt, aber Rainer checkt halt wieder nicht, worum es da geht. Ich glaube nicht, dass es irgendwelche Leute gibt, die morgens aufstehen und sagen, hey, weißt du was, ich suche mir jetzt eine polyamore Beziehung, sondern ich glaube, dass sich das halt entwickelt. Ne? Also außer jetzt in irgendwelchen Kulturkreisen, wo du noch eine Harem hast oder sowas, aber dann nennen die das auch nicht polyamore Beziehung, sondern da nennen die das Hals, Maul und heirate den, ich krieg Geld von dem. Ne? richtig. Dazu werde ich euch in naher Zukunft mal einen Post machen. Nun möchte ich zum Abschluss noch zum eigentlichen Thema kommen. Wow. Ja, schön. Das ist schön. Was für ein Das Satz, sind ey. 1,5 Stunden in der ganzen Scheiße. Jetzt kommt er zum eigentlichen Thema, Alter. Mein Monogame? Schuh, der hat es in der Schule auch so gemacht. Also der musste irgendwie ein Referat halten über, keine Ahnung, über Elefanten. Dann hat er erstmal 20 Minuten über Giraffen geredet und dann zum Schluss, so, ja, zum Abschluss möchte ich noch zum eigentlichen Thema kommen. Hm. Weiß ich nicht, keine Ahnung, vielleicht hat er auch über die Pilzköpfe geredet. Ja, das kann auch sein, ja. Oder polymore Beziehungen. Vielleicht habt ihr es schon gemerkt, aber ich will euch weder für das eine noch für das andere gewinnen. Ich will auch nicht irgendwelche Rankings oder ähnliches machen.
Genau genommen habe ich den Post dafür gemacht, um euch einfach verschiedene Ansichten aufzuzeigen und euch vielleicht auch dafür zu begeistern, euch mehr mit den Themen zu beschäftigen. Auch wenn ihr monogame Beziehungen geführt habt, solltet ihr euch vielleicht etwas mit der eigentlichen Thematik Monogamie befassen. Passt es wirklich zu euch? Oder ist es vielmehr etwas, das ihr führt, weil es erwartet wird? Dasselbe bis vielleicht auf den letzten Punkt gilt auch für Polyamor. Letzten Endes solltet ihr immer eines im Hinterkopf behalten. Letzten Endes! Euer Leben muss niemand führen, außer euch selbst. Selbst eure Eltern können euch nicht vorschreiben, wen ihr liebt oder wie viele ihr liebt. Respektiert eure Eltern aber nicht, sie müssen euer Leben 60, 80 Jahre oder noch länger führen. Was? Denkt also daran, euer Leben gehört okay. nur euch alleine. Freiheit Ja, von es ist ganz schwierig, wenn Rainer davon redet, Eltern zu respektieren. Ja, Ganz, ganz schwierig. ja, da bin ich auch raus. Hm. Na gut, aber Freiheit von Körper, Geist und Seele, das hört sich schon wieder fürchterlich esoterisch an. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Aber wir sind jetzt schon wieder seit einer Stunde dabei. Mhm. Und Alles klar. wir müssen beide weiter. Wir haben noch beide Termine heute. Jo. Dementsprechend, Leute, das war wieder eine wilde Fahrt. Ich weiß jetzt immer noch nicht, wie ich es nennen soll. Ja, das mit der Normalität habe ich im letzten Titel schon verbraten. Keine Ahnung, ich überlege mal was. Okay, da bin ich gespannt. In diesem Sinne, tut nicht, was Rainer tut und das letzte Wort gebührt dem Gast. Ja, danke, dass ich hier dabei sein durfte wieder. Hat wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, meine Stimme war angenehm, weil ich bin ein wenig krank. Aber ja, lasst gerne Kommentare da. Danke dir und bis zum nächsten Mal.